Na, endlich. Ja, liebe Geschäftstreibende und Treiberin, ich habe euch hier und heute in meiner Funktion als zweiten Bürgermeister in diesem Klassenzimmer habe ich euch hierher gebeten, weil nämlich ja, die anderen Räume alle belegt waren, nicht wahr? Andere Räume alle belegt, nicht wahr? Ja, da sind ja die Römerfunde zwischengelagert. Römerfunde zwischengelagert? Das brauchst nicht schreien, Protokoll sollen's führen. Protokoll, jawohl. Also, es geht um Folgendes. Die Anita Birndl, Genau. die Anita, die findet das halt ungerecht, nicht, dass verschiedene andere Gewerbetreibende bei uns im Ort, wie zum Beispiel der Wastl mit seiner Brauerei oder auch der Duttlinger Fredi mit seiner Konditorei, dass die ihre Produkte mit dem Beinamen Papst versehen dürfen. Was? Gönnten wir uns das vielleicht nicht, hä? Ich sage lediglich gleiches Recht für alle. Na, er verkauft sein Gesöff als Papstbier und du nennst dein Sankorat Papsttorten. Moment. Das ist kein Sandkuchen, das ist eine Torte. Okay? Eine Torte mit den besten Zutaten. Frische Bauernmargarine, Edelfettglasur, freilaufende Bauerneier. Das musst jetzt nicht alles aufzeigen, nicht? Das ist ja da kein Kochkurs. Auf alle Fälle ist die Torte ein Hit. Stell dir vor, ich hab nur Hits auf der Speiskarte. Und darum möchte ich auch das Papst vorn dran haben. Also, wenn ich auch einmal, ich schließe mich der Anita insofern an, dass ich in meinem Wäschegeschäft auch gern Werbung mit dem Papst machen möchte. Mit deinen Leiberl und Unterhosen oder was? Ich führe auch orthopädische Artikel und gerade da könnte ein Papst segensreich sein. Leiberl und Unterhosen nicht, orthopädisch Papst segensreich. Also in meinem Lokal ist der Trumpf das Beuschel. Anita, du möchtest jetzt aber nicht sagen, dass du dein Beischerl als Papstbäuscherl... Also auch Papstlüngel, für die die Beischerl nicht verstehen. Papstlüngel. Das hört sich ja saublöd an. Natürlich pietätlos. Meinst du vielleicht, dein Papstkuchen klingt besser? Torte. Papst. Torte. Ich bin ein frommes Haus. Zu mir kommt jeden Tag der Kaplan Huber zum Abonnement essen. Kaplan Huber, Abonnement. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen, nicht wahr? Wir haben bei uns im Ort ein Papstbier. Ein Papsthaus? Das ist doch was ganz anderes, Sie Kursi. Was anderes, Sie Kursi? Das brauchst du nicht aufschreiben. Ich schreibe bloß die Stichpunkte und daheim durch dann ausformulieren, gell? Also, wir haben ein Papstbier, wir haben einen Papstkuchen. Torte, wie oft muss ich das noch sagen? Das ist kein Kuchen, das ist eine Torte. Ich kann das nicht mehr hören, dem sei da die Torte. Kuchen nicht, Torte. Ruhe! Das brauchst du nicht aufschreiben. Ich schubst sie. Also, Rudi, du wirst du hinter im Laden irgendwas haben, nicht wahr? Das mit der Würde des Papstes. Ja, Socken. Meine Socken sind gute Qualität. Papstsockerl. Ja, hat der Papst etwa keine Socken an? Das unterscheidet schließlich den Papst vom Dalai Lama, dass er nicht dauernd barfuß in die Klapperl umeinander latscht. Unterschied, Papst trägt Socken, Dalai Lama Klapperl. Jeder Mensch braucht Socken und Unterhosen. Oder hast du vielleicht keine an? Das geht dir einen nassen Dings an, was ich anhab. Unterhosen, nassen Dings. Außerdem sind deine Socken rechts klumpt, da sind bei mir letztes Mal schon nach 3 Tagen die Zeher durchgekommen. Weil du der Zehennägel nicht schneidest. Geh, ein guter Socken hält meine Zehennägel stand. Entschuldigung, jetzt bin ich da nicht mehr mitgekommen. Das ist schnell gegangen. Kann man das mit den Zehennägeln noch mal wiederholen? Ja, Herrgott, sind wir jetzt bei den Zehennägeln angelangt, oder was? Jawohl. Also, Rudi, du wärst du hinter im Pamperladen. Also, Pamperladen brauche ich mir nicht gefallen lassen, gell? Wenn's ihr einmal bei mir einkaufen tat, dann wisset's ihr, dass ich in meinem Fachgeschäft in der orthopädischen Abteilung Prothesen führe, gell? Nierenschalen, Einlaufgeräte, ja, also Einlegsohlen, Stützstrümpfe. Papststützstrümpf. Wastl, hast du überhaupt keine Pietät?
Ja, was, er mag doch sein Zeug so nennen. Ach, sowas nimm ich doch gar nicht in den Mund. Also wenn das so ungerecht zugeht, dann tritt ich aus der Kirche aus. Anita, bitte. Euch muss man scheinbar drum, weil sonst kommt man ja diesem Kaff zu nix. Warst du keine Pietät? Anita Kirche raus, Kaff. Ich tipp's daheim ins Reine. Also können wir uns darauf einigen, dass alles, was von der Gürtellinie abwärts, also ab da quasi abwärts, dass das nicht mit dem Namen Papst, nicht wahr, in Verbindung gebracht wird. Bitte? Für mich kein Problem. Ich habe auch Hirn auf der Speisekarte. Nein! Und nochmals, nein! Das gibt's doch nicht. Ihr könnt's doch nicht so blöd sein. Ich muss mich doch da nicht beleidigen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Alles ab dem Bauchnabel obi, kein Papst, oder? Also hinter sich ein Lüngerl ist da herum. Ein bisschen Anatomiewissen kann nicht schaden. Was ist denn dann überhaupt mit meinen Knödel? Mit meinen Leberknödel? Ja, freilich, und Leber. Die Leber ist ja da. Ja, das weiß ja ich genau, weil da habe ich das ganze letzte Jahr damit umeinander gezogen. Ich führe Bruchbinden. Also die gingen da los und... Auch nicht. Herrschaften, so kommen wir nicht weiter. Ich muss die Entscheidung nach oben weitergeben. Jetzt machen wir es einfach so. Jeder schreibt auf, was er gern in seinem Geschäft mit dem Beinamen Papst versehen möchte, und ich gebe dann die Liste Ordinariaten auf. Und Lallinger, die Eier von meinen freilaufenden Hühner schreiben Sie auch noch mit drauf, gell? Herr Hinterseher, freilaufende Papsteier.